Verführt von Influencern. Verführt von Influencern wie zum Beispiel Mark Galaxy, Adi Totoro, Gian Maria Finger, Lionel, der hier gerade mit im Chat ist. Verführt von diesen Influencern. Konsum- und Kaufrausch. Meine Damen und Herren, ich habe hier gerade ein Scope Swiss Alpina Wasser und ich kann euch sagen, wenn ihr das trinkt, ihr habt einen maximalen riesen Druck auf der Blase, weil ihr müsst keine Chefs. Super cool, kaufempfällig. Zum Glück ist das so laut. C'est un petit peu trop sombre ici. Tu vois? Non? Ce côté-là, c'est très sombre. Was ist denn das für ihn? Ich bin ein wenig Control-Freak. So, für mich das ist wichtig. Deswegen liebe ich das Internet. Ich bin ein wenig Control-Freak. Ich bin diese französische Blut und diese Ostblock. Wer ist das? Ganz ehrlich, wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Schweizerin? Keine Ahnung. Weil ich kann für mich selber entscheiden. Yeah, better. Oh yeah. Oh, much better. Much better. Schon jetzt absolut. Ich weiß nicht wieso, aber keine Ahnung, wenn die Leute Schweizer sind, also wahrscheinlich gehen wir davon aus, dass sie Schweizerin ist, schon jetzt sie ist Schweizerin und redet irgendwie auf Krampf Englisch direkt unsympathisch. Nee, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie unsympathisch, weil es direkt so auf International auf Englisch machen, keine Ahnung, finde ich einfach nicht. Ja, keine Ahnung, fühle nicht. Yes. Now you can see me. Like me, click me, buy me. Die digitale Verführung. Also man muss schon einen gesunden Menschenverstand haben, wenn man geht rumsurfen, wenn man dort unterwegs ist. Genau, Beige. Genau so sehe ich das auch, Beige. Ich sehe auch meistens die YouTuber an sich fast weniger als Influencer. Natürlich sind sie auch Influencer, aber irgendwie der klassische Influencer ist so, jemand auf Instagram habe ich irgendwie so das Bild davon. Man muss wissen, dass Unternehmen sehr daran interessiert sind, an allen Datenspuren, die wir hinterlegen, weil sie die dann ganz gezielt einsetzen können, um mich mit personalisierter Werbung wieder anzusprechen. Danke, Pesche, für die Information. Hey. Ich bin der Aldo Gnocchi, ich bin 37, bin Unternehmer im Bereich Digitales Marketing. Ich doziere an Hochschulen wie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Gnocchi, man kennt ihn gar nicht anders, der gute alte Gnocchi. Ich müssen. Den Namen, den muss ich jetzt noch 100 Mal sagen. Tesla, er hat sicher Tesla. Ja, der Gnocchi, ich bin sicher, dass er einen Tesla hat. Wenn er digitales Marketing, er muss einen Tesla haben. Ist einfach gesetzt gewesen. Wenn ich das Geld hätte, würde mir einen gönnen. Ich begebe mich heute auf eine Customer Journey und will mir Active Noise Cancelling Kopfhörer kaufen. Aldos Kundenreise beginnt. Phase 1. Bewusstsein. Da jetzt gleich in die Ferien gehen und im Flugzeug möglichst entspannen. Hallo, ich bin Xenia Tschumi. Ich arbeite als Instagram, Facebook, Sozialnetzwerke Ich bin Xenia Tschumi. Ich arbeite als... Nee, komm. Expertin und Influencer. Wie sie das Wort Influencer ausgesprochen hat. Uff. Das tut mir weh da. Müssen wir es nochmal kurz hören. Instagram, Facebook, Sozialnetzwerke, Expertin und Influencer. Ich habe ungefähr mehr als 1,5 Millionen auf Instagram von Followers und ich habe fast 6 Millionen auf Facebook. Fast wie ich. Ich habe Content kreiert. Ich habe Content kreiert. Was hat sie für Content kreiert? Sie hat Fotos von sich gemacht. Es ist einfach eine Vermutung, ich weiß nicht. Können wir uns noch kurz Zeit ziehen, ich weiß nicht. Mehr Content kreiert und nie gestoppt. Mit viel Konstanz. Ich hatte Glück, dass einige große Pages auf Facebook haben mein Content verteilt. Alles organisch? Ja, 100%.
Ja, der Jockey. Apropos Jockey, jetzt warte ich mal hier. Xenia Tschumi. Ah ja, ich habe 12 Follower bekommen. Apropos, ich mir gerne auf Instagram folgen. Xenia Tschumi. Also jetzt ein Content. Was ist jetzt hier ihr Content? Bilder von sich? Ah ja. Aha. Bilder von sich. Ja. Bilder von sich. Hat er einen YouTube-Kanal? Xenia Tschumi. Hat einen YouTube-Kanal? Macht gefühlt gleich viele Klicks wie ich. Ist eigentlich dafür bekannt, weil sie gut aussieht. Das ist einfach Zeit. Oh, meine Cam. Also das ist wirklich gefühlt eigentlich nur, weil sie irgendwie speziell aussieht und so, hat sie so viele Follower gefühlt. Und ist natürlich konstant am Upload und so. Das muss man natürlich ihr lassen, auf jeden Fall. Aber, sage nur. Wenn ich eine Google-Suche starte, dann passiert eigentlich relativ viel auf diesen Plattformen. Es sind Keywords, die ich eingebe, die Triggers sind für Werbeanzeigen. Das kann der Google Shopping Feed sein, wo mir dann gerade zu diesem Keyword passende Produkte anzeigt. Wenn ich dann auf so eine Plattform draufgehe. Aha! Man sieht man das überhaupt auf der Facecam? Ich weiß nicht, aber er heißt Aldo Gnocchi und nicht Jocki. Das ist gleich der Jocki für mich. Wird tracked, dass mein Interesse da ist. Allenfalls, wenn eine Kampagne läuft, dann automatisiert die, da kann man den ganzen Produktkatalog von den Online-Shops verknüpfen mit den Plattformen Google, Facebook etc. Kann man dann gerade ein Remarketing machen. Das ist dann, wenn ich im Internet verfolgt werde von diesen Produkten. Remarketing erinnert den Kunden, dass er sich für ein Produkt interessiert hat. Besucht er eine Website, erhält er ein Cookie. Dieses wird auf seinem Gerät gespeichert. Surft er weiter, sieht er möglicherweise Werbung von zum Beispiel Kopfhörern. So wird das Verhalten des Konsumenten online verfolgt. Von unseren Kunden wissen wir grundsätzlich die Informationen, die sie uns geben. Das sind Postleitzahl und Adresse. Wir machen aber auf dem normalerweise keine Marketingmaßnahmen. Spannender sind eigentlich die Verhaltensdaten bei uns im Online-Shop, also auf welchen Kategorien ein Kunde war, welche Produkte er angeschaut hat. Wir schauen uns nicht einzelne Personen an, sondern wir schauen uns eine Gruppe von Kunden an, die sich ähnlich verhalten. Und wir probieren eigentlich aus diesen Informationen heraus dann gezielt das herauszufinden, was in der nächsten Werbung idealerweise vorkommen sollte. Influencer sind insofern ein Teil des Customer Journey, als dass sie ein Bedürfnis wecken können. Sie können inspirieren, sie können auf neue Produkte aufmerksam machen. Und dort fängt ja eigentlich der Customer Journey an. Ich bin hier in Genf heute, hauptsächlich mit Moët & Chandon. Die Marken finden mich immer. Hauptsächlich mit Moët & Chandon. Ich habe lieber nicht Moët & Chandon, sondern ich habe lieber Swiss Alpina von der Coop. Ist nicht ganz so teuer. Bringt mir leider auch nicht, dass hätte Moët & Chandon Partys, aber ich trinke auch keinen Alkohol, also ist Moët & Chandon sowieso nicht von mir. Wir sind hier, um auch zu genießen, aber auch zu Content zu kreieren als Influencer. Also hallo meine Leute, ich spreche selten Deutsch, aber wir sind hier mit den Schweizer Fernsehen. Oh, die Blumen stehen die so gut. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Und wir sind am Filmen, an der Moët Party. Und ça va? He's like, yeah, yeah. Share, ready, steady, go. Shared. Instagram. Jetzt sehen uns 7 Millionen Leute. Ich mit den Blumen. Ja, schön, oder? Und sagst du jetzt noch, wie viel du verdienst? Warum? Das ist immer die Frage, so, wie viel verdienst du? Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht etwas wirklich so relevant, wie viel sie jetzt verdient. Sie verdient sicher sehr, sehr gutes Geld, muss aber 50% von der Steuer abziehen. Ganz klare Steuerersparnisse. Genau, aber ist wahrscheinlich nur von Moët & Chandon verdient sie doch den einen oder anderen Franken. Ja. Warum bist du so neugierig? Das ist mein Beruf. Sicher, das ist nur das Beruf. Was lasst ihr euch das Engagement von Xenia kosten?
Ja, das Engagement von Xenia, da möchte ich jetzt persönlich nicht drüber sprechen. Das muss sie vielleicht sagen. Sie wollte nichts sagen. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich kann vielleicht was dazu sagen, wie wir normalerweise bei Moet Hennessy mit Influencern umgehen. Safe 5-stellig. Und die werden bei uns nicht bezahlt. Wir bieten ihnen an, zu Events zu kommen, wo eben nicht jeder Zugang hat und geben ihnen andere Goodies, was eher so in Exklusivität geht. Ich glaube, viele Leute verstehen nicht, dass ein Influencer zu sein, es ist nicht nur Produkte zu bewerben. Ich würde sagen, das ist vielleicht 30%. Der Rest ist die Beziehung, die du hast mit deinen Followers. Ich finde 30% sind eine viel zu grosse Anzahl von... Also ich finde, man soll nicht probieren, eine Person vom öffentlichen Leben zu sein, aus dem Motiv Influencer zu kommen. Man soll niemals damit anfangen, was sich mit Leuten unterhalten, irgendeinen Mehrwert generieren. Und ein Mehrwert ist nun mal einfach halt wirklich nie, also wirklich gefühlt nie, ist ein Mehrwert Werbung. Und eine Connection zu den Zuschauern und eine Verbindung mit den Zuschauern bekommst du einfach halt nicht, wenn du 30%, also brauchst schon, aber du brauchst weniger. Ich würde sagen, du machst vielleicht 5% Werbung. Der Rest ist selber von dir generierter Content, beziehungsweise einfach ganz normale Instagram-Stories oder so, die nicht vollklatscht sind mit Werbung oder so. Das finde ich nicht. Genau. Also jetzt können wir uns noch kurz sitzen. Wahrscheinlich jetzt in der Story irgendwelche Werbung. Gar nichts mehr davon aus. Das ist keine Werbung. Ja. Das ist Werbung hier. L'Oreal. Werbung. Werbung. Hier. Visilab. Werbung. Hier. Werbung bei Cherry. Werbung. Hi guys! Werbung. Ja. Auf jeden Fall, wie jetzt 5 Storys eingezogen ist auf jeden Fall schon mal die eine oder andere Werbung drin gewesen. Ich finde einfach schon mal grundsätzlich zu viel Werbung. So. Ja. 30% viel zu viel. Finde ich nicht authentisch. Was dein Message ist. Und das hat nichts zu tun nur mit Verkaufen. Sonst es würde zu dry sein und du würdest nie Followers haben. Oder sehr wenig. Wie viele Posts musst du machen für Moet? Im Vertrag haben wir 2. 2 für eine Zusammenarbeit für eine Periode. Auf welchen Post oder welche Story bist du besonders stolz? Die von gestern hat mir gut gefallen. Aber alles, was die Leute haben eine Reaktion zur Positivität, bin ich immer stolz. Hi guys. I have been thinking of using Instagram to just speak to you in a spontaneous way. Try to focus on that one thing that makes you happy. Ah ja. Focus on the one thing that makes you happy. Noch nie gehört. Instead of the 10, 20 things that are upsetting you or making you feel sad. And try to think about it and make it bigger in your head. It's kind of a trick I started to learn and it's working magic on my life. So I wanted to share it with you. Like this, spontaneously. Have a good day. Ja, okay, ja. Ihr wisst wahrscheinlich das selber. Das ist ein riesen Tipp. Danke vielmals, Xenia. Das habe ich also Xenia, noch nie. Der Tipp, der macht jetzt mein Leben wirklich um einiges besser. Ich sehe jetzt einfach das Positive. Und dann geht es mir gut. Ich glaube, soziale Netzwerke sind, auch wenn du hast 100 Followers, geben dir diese immediate Dopamin-Hit. Weil du hast ein schönes Foto, du postest es und es gibt eine Reaktion sofort. Es ist wie, ja, ein wenig eine Droge, ich würde sagen. Für mich, das ist, ich habe kein Problem. Ich kann das kontrollieren, ich kann das verstehen. Aber wer würde von sich nicht sagen, dass er das kontrollieren oder verstehen kann? Also, ja. Der Jogi mit seinem Tesla. Muss. Ja, also wir haben jetzt eine erste Recherche gemacht auf Google zu diesen Kopfhörern. Ja, aber zu diesen Kopfhörern ist mir scheißegal, ob er jetzt seine Kopfhörer kaufen kann oder nicht. Und vom Galaxus Heini ist mir auch gleich. Heute bin ich beim Visilab, mein Sponsor, weil ich habe schon lange hier nicht gewesen und es ist mein erstes Mal in diesem Boutique. Und ich werde ein wenig Brillen anschauen für mich selber, weil ich habe viele Brillen und ich liebe Brillen. Ich bin self-made und ich will, dass die Leute das auch verstehen. Zum Beispiel, ich bin Botschafterin von den UN für den
SDG Go, aber Gender Equality. Ja, okay, ist gut. Ein Wirtschaftsstudium sicher hilft mich in einen Teil von was ich mache, weil es gibt mehrere Themen, die haben zu tun mit Business. Es ist ein Business. Also du lebst 100% vom Influencer sein. Und ich bin super zufrieden. Sie hat Wirtschaft studiert, also wirklich Hut ab. Ich würde das nicht ändern. Diese schön. Und willst du das posten? Also auf Stories sicher, 100%. Warum? Weil es sagt die Geschichte, wo ich bin, was ich mache und die Brillen, also die Sonnenbrille gefallen mir sehr gut. Es ist so mein Stil. Kaufst du sie? Also wahrscheinlich, ich muss ein wenig überlegen, weil die sind ziemlich teuer. Aber ich bin schon verliebt. Du verdienst ja gutes Geld, du kannst es dir leisten, oder? Ja, aber ich habe auch Spesen in meinem Leben. Nicht nur einfach Shopping und Shopping den ganzen Tag. Ja. Die Zukunft dieses Markts kann wirklich unglaublich Science Fiction werden, weil es existiert schon, dass es gibt Avatars von Leuten, die sind digital kreiert. Also wird irgendwann ein Avatar von Xenia geben, dem man folgen kann? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, juckt mich auch nicht. Gibt ja so digitale Instagram-Pages, aber ja, draufgeschissen. Ja, mittlerweile sind jetzt schon recht viele Empfehlungen reingekommen. Ja, der Aldo Gnocchi. Zuerst mit dem Tesla flexen, man kennt ihn. Und jetzt gibt es da noch irgendetwas Influencer-mäßiges zu sagen? Ich glaube nicht. Dementsprechend tue ich jetzt einmal hier, was soll ich sagen? Einfach nochmal kurz zusammenfassen, zum sagen, ja, eben, sie kann machen, was sie will, auf jeden Fall, das stört mich auf keinen Fall. Aber ich finde einfach, eben, vor allem die Aussage, 30% Werbung und 70% Content finde ich viel zu wenig Content. Ich muss mindestens, würde ich schon sagen, 95% eigen kreierter Content für die Leute, ohne dass es irgendwie mit Werbung gekoppelt ist. Sollte würde ich schon sagen, sein. Genau, würde ich schon sagen. It's the loneliest love, this is